Dit is de Brei Radio Sci-Hi de plotische radiostation in Elmer, Ontario, met Onse Jeschicht van George Rempel. Vandaag is wieder de rede van wo MCC en ook de Amische Mennoniten in de States en ook in Canada hebben onze Mennoniten in Mexico, bijvoorbeeld Chihuahua, metgeholpen in de 1950 jaren en ook met de Melonchepen. Ik zie Hein Rempel en ik wens je een gouden ontvang. Onse Jeschicht, Nummer 33. Ditmal vertellen we nog meer van wo dat MCC arme mennonitische families bij Cuauhtémoc, Chihuahua 1953 en 54 houdt. En daarna war er meer van wo dat ook voor de Lied en Jermo nog immer zwaarder wordt. Dat MCC houdt arme mennonitische families in Chihuahua, Mexico. Ik weet nog goed dat vele zeer arme vaders zich niet van MCC houden wordt aan neidig veel, wils viele predikers dat niet hebben willen, dat een lied vandoor zullen wordt holen. Ik weet ook dat de diacoon van MCC aangestelde met een reden van de armoed, die ze bij vele van een lied vangen, dan te aanzeden, bij ons broekt nog keine honger. John W. Martin weer monatelang in Mexico. In deze tijd bereikt hij en meest jeder budget een beet van wat hij in Chihuahua mang de Mennoniten ervoer. Dat is te merken aan zijn berichten, dat er al veel Mennoniten waren die arm wisten. Am 17. Dezember 1953 schrift hij heeft einen deutschen Brief gekregen van Jacob M. Wieb op de Mennonitische Siedlung bij Station Yermo Durango. Martin übersat diesen Brief und stellt ihn auf Englisch in den Budget. In diesem Brief sagt Jacob M. Wieb, dass er an Johann W. Martin al einmal von der Yermo-Siedlung geredet hat in seinem Schreiben an. Und nu sagt Wieb, wir haben hier all daran gedacht, auf das vielleicht kann möglich sein, dass wir von der amischen Lied in den USA würden können Geld leihen, um das Yermo-Land zu kaufen. Am 28. Januar 1954 berichtet John W. Martin, dass er von einem Johann Paival in Patos Durango einen Brief gekriegt hat. Martin übersat den Brief auch und lässt ihn in die amische Ehrenbudget auf Englisch instellen. Kort verfort lügt das Brief ungefähr so. Uns ältester Peter F. Wiens gab mir den Brief mit dem Check von so und so in Ontario, Kanada. Dat wir eine große Freude in onze Not so eine Gabe zu kriegen, um die Armste von unseren Armen helfen. Wir können hier nicht alle als Arme klassifiziert worden, aber durch die lange, knappe Zeit sind auch die nicht so Arme nicht mehr am Stand, die sehr Arme viel zu helfen. Wir sind von Herzen dankbar für diese Gabe. Am 6. Mai 1954 appelliert William H. Stauffer Wada in de amische Ehre Budget noch Wada für die Arme in Mexiko zu geben. Stauffer schrift, manch unsere Brüder in Mexiko ist noch immer viel Not. Wir sind auch sehr geholfen worden von dem MCC, besonders durch die amische Ehre Goben in den USA, in denen ihre kanadische Brüder haben dabei auch sehr mitgeholfen. Anfangsjahr haben die Kansas-Mennoniten, die Mennoniten in Mexiko, eine 60.000 Pfund Lot von wittet Mehl geschickt. Nu kommt die Mazedonien-Raub weiter. Wir können nicht gehen, aber durch Gott seine Segnungen an uns können wir weitergeben. Während ich hier sitze und schrieb, wandert mein Geist dort von Dorf zu Dorf, wo ich das Lied ein Jahr zurück besucht. Ich sehe Vaters und Mütter, Jungs und Mädchen, krieg so eine Familie als unsere. Ich kick durch mein Fenster und sehe die reine Wesen rum mich, wie es dort hier viel geregnet hat. Wenn ich dort nicht mit meinen eigenen Augen gesehen habe, dann würde ich mich einfach nicht die Dreh
in de waterknappheid mag onze Brüder dort in Mexiko verstellen können. Wir wollen niemals en voll verstonen, wieviel aan dat geholpen heeft, als wir aan een Jahr terug im Namen von Christus helpen. Wenn je nicht so frei gegeven hadden, dann wordt Leo nu veel kritischer zijn. Zoot getreid, gordenzotig, meel en trektalien, geeft ze lied einen Hoffnungsstrahl. Als meide Forma pleiten en bezeiden ze Land noch einmal. En bet meer Rehen bracht an eine kleine Abend an. Aber der wir bosig abgefordert. Niemanden Alvada-Rinder verkauft worden, willst du nicht genug Futter essen. Junugo brachte ze Brüder auch medizinische Hilfe. Vorbereitungen sind gemerkt worden für MCC, das Hospital in Cuauhtémoc helfen zu ranen. 3 mennonitische Krankenschwestern, Nurses, sind nach Mexiko gewonnen, als freiwillige Arbeiter, die bloß $10 im Monat kriegen. Ein von diesen 3 Nurses von der William H. Stauffer hier redet, glaube ich, ist die Tina Fair, der viele von uns bekannt ist. Sie ist in Cuauhtémoc geblieben, was sie retired. Aber trotz all dieser Hilfe, sagt Stauffer, fehlte noch mehr Hilfe. MCC-Arbeiter in Mexiko berichten, dass an dort am wenigsten noch $5.000 fehlen, zum bloß die ganz ärmste Lied helfen. David Carver, einer von den Arbeitern in Cuauhtémoc, schreibt, das gibt ein krankmakendes Gefühl, wenn Menschen noch Hilfe kommen und sie die nicht helfen können, wie es durch kein Geld ist. Im Dezember kamen 33 Fotos noch Eten fragen. Im Februar werden dort all 73. Diese Menschen haben kein Geld und können auch nicht Geld leihen. Die sind ganz abhängig von Hilfe, die von selbst wohl kommen wird. Lass mich you versichern, dass all das Geld, was all gegeben worden ist, und was dem MCC noch Wort gegeben worden von Mexiko, ist ein Wort für Notlinderung gebraucht worden. Als jene Beiträge, jene Gaben, ein Jahr terug mehr wären als die absolute Neidigkeit für Eten und Futter wäre, dann worden Joder in Ekno Akron, Pennsylvania gerobt, um von dort nach Mexiko geschickt zu werden, um offiziell frei zu geben, dass kein Geld dort für medizinische Hilfe gebraucht werden kann. MCC passt sehr ab, dass die gegebene Gelder nicht verändert gebraucht worden, als wo die zugegeben worden sind. Lass mich auch versichern, dass durch dem MCC der beste Weg ist, unsere Brüder in Mexiko zu helfen. Trotzdem, dass andere haben versucht, das Gegenteil zu sein. Jeder Fall wird vorsichtig und gesagt, euer der Jan, der gehalten wird, die wirklich Hilfe brauchen. Der zu tun ist nicht möglich, wenn einzelne Familien Geld gegeben wird, auf dem Grund von ihrer eigenen persönlichen Anfrage. In etlichen Fällen, wo Geld nicht dort gebraucht worden ist, wozu da nur gefragt wird, dort wir Krieg da wären, dort Geld nur einzelne Personen geschickt worden wäre, wodurch kein Weg wir Kontrolle zu üben. Ich war gefragt worden, nur hier zu kommen, weil ich mit meinen eigenen Augen unsere Brüder ihren Kampf dort gesehen habe. Ich sehe an ihre sehr arme Häuser gewasst und habe mit angeredet. Letztes Jahr habe ich so frei gegeben, aber keiner von uns hat gegeben, was das weitergeht. Wir haben uns selbst weggegeben. Was hat uns weiter wirklich gesehen? Lot uns unsere Brüder weiter in Christus seinem Namen zu Hilfe kommen. Mocht dort von uns gesagt worden, ich wir hungrig und die forderten mich. Schickt Junugo direkt nur dem MCC in Akron, Pennsylvania. Junugo wird weise und vorsichtig gebraucht worden. Unsere Brüder wird ein Hoffnungsstrahl gegeben worden und Gott wird uns segnen dafür, dass wir auf den Raub geachtet haben. Gebetsvoll William H. Stauffer. Am 3. Juni 1953 appelliert William H. Stauffer noch einmal, ähnlich so an die Amische in ihrem Budget Nachrichtenblatt, als sie am 6. Mai all einmal appelliert hat.
Die wenige mennonitische Farmer, die 1954 noch auf dem Jarmoland wirtschaften, die weten dat 5 Jahre Pachtkontrakt om 1 vom Jahr aufrannt. Und wenn die aufgerannt ist, dann müssen sie, um da noch wieder wirtschaften können, einen neuen Kontrakt machen. Sie versuchen, Finanzierung zu finden, um das Land kaufen zu können. Auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua haben viele Bürger sich 1950 verantwortlich gemacht, ihre angegebene Ackers noch 5 Jahre zu kaufen. Aber als dort bekannt wird, dass auf dem Jarmoland auf viele Städten nicht genug Wasser wird, um gute Bewässerungsbarms merken, und da wären all jeder Jahr einzelne Familien von dort zurückgekommen wären, hatten all viele Farmer noch Jarmotraken ganz angestellt. Viele fehlten keine Verantwortung, Versprechen zu holen und das Land kaufen zu halten. Viele andere wollen noch Versprechen holen, wären aber zu sehr uitgearmd durch die 3 Jahren, um versprochene Part betalen zu können. Die meinten leider versprochen auch nicht teilzunehmen am Kaufen. Aber die wenige Familien, wohnen in das Land so viel Stärken haben, so viel investiert haben, die wollen hier in das Land gekauft haben, um nicht all ihr Geld zu verlieren. Jacob M. Wieb hat al 1953 lang de amische Lied in de USA Feilung geholen, auf de Jarmolied vielleicht Geld liehen wurden, um dat Jarmoland kaufen. Anfangs im Jahr 1954 frühen auch noch andere Formen von Jarmo an, auf de amische Mennoniten an vielleicht wurden Geld liehen wollen, um ihr Land kaufen. Im Juni 1954 schickten die amische Mennoniten von den USA 3 Männer, Annan U. Christner, John R. Swans und John W. Martin, nach Mexiko, um die Oldkolonie auf der Jarmo-Siedlung zu besiegen und die ganze Sache wegen ihrem Landkaufen da zu untersuchen. Im Budgetnachrichtenblatt ist ein Bericht von, wo diese 3 Männer dort wie die Jarmolied mit ihrem Land kaufen wollen, gefangen haben. Ich will hier nicht ihren ganzen Bericht weitergeben, aber ich will kurz gefort Worte von sein. Sie schrieben, wir kamen Sinnabend am 19. Juni in Cuauhtémoc, Chihuahua an. Bernhard Penner von Gnadenfeld holt uns von Cuauhtémoc auf. Wir bleiben bei Penners Nacht, Sonntag wie wir am Salviendarb in der Kirche. Abraham Dick droeg da eine begeisternde Predigt für. Die Hauptursache von unserer Reise war die Finanzierung für das Jarmoland zu untersuchen, und wir fuhren Montag auf dahin. Wir fuhren mit Gerard J. Rempel dahin. Rempel ist einer von den Vorsteher auf der Manitoba-Kolonie und ist auch Vorsteher Helfer für die Jarmo-Siedlung. Auf der Jarmo-Siedlung wohnen 27 Familien. Diese Leute haben all 120.000 US-Dollar in das Jarmoland investiert. Das ist meist 2-mal so viel Geld, als die ganze 13.000 Hektar kosten sollen, wenn sie das Land kaufen wollen. Wenn man erfährt, wo sparsam diese Leute leben, dann kann man nicht anders als gedreven feilen, an uit ihre finanzielle Schwierigkeit rüberzuhalten. Das wird zum Schämen sein, wenn die sollen alles verlieren, will sie auch nicht halten. Ein von ihrem Bericht appellieren Annan U. Christner, John R. Swans und John W. Martin an die Budgetleser mit dieser Wied. Das ist nicht mehr lang han, was der Jarmolied 5 Jahre Pachtkontrakt uitrannt. Das ist neidig, dass wir bosig da uns schaffen. Lot uns unsere Horten und Geldtaschen aufmerken und diese Lied halten. An ziemliche Vorder wird uns die gute Doten und die Bedürftige belohnen. Da und andere wird die wollen an die gedonen haben. Matthäus 2, Vers 12. John W. Martin, von dem wir all euer Bett geredet haben, wir all mehrere Jahre immer weiter mit Familie Taub für 8 Monaten in Chihuahua, Mexiko gewesen.
wegen sein Asthma-Problem. Nu am 12. Dezember 1954, als er seinen Bericht für den amischen Budget schrift, wohnt er mit seiner Familie all an der Station Yermo Durango, Mexiko. Ich verfolge hier nu kort, was er bericht. Hij schrift, de Lied van de USA wären hier bij Yermo en de vergangene week welkomne gast. Dat wären Anon U. Christner, Prediger Benedikt D. Gingrich, M.A. Klein en Mart Hofstettler. Deze mannen brachten de Yermo-lied dat geld, wat de amische lied aan gelied hadden om Land schepen. Während 2 Jahre mit der Yermo-Siedlung ihrer Leiders Taub und Torion wären Geschäften mit den Yermo-Land schepen. Und kämen dann nur die Yermo-Siedlung. Und Sonntag wären sie in die Kirche. Abraham Dick von Manitoba-Kolonie in Chihuahua berucht das Wort für. Prediger Dick bedankt sich öffentlich dafür, dass die amische Lied, die Yermo-Lied, das Geld gelied hadden, um ihr Land schepen. Und dann zongen die Lied das Leid, nun danket alle Gott. Dit Lied haben al veel Mennoniten von Horten gesungen, wann sie Gott seine Hilfe in schwere Umständen erfahren hatten. Hier sungen die Yermo-Mennoniten dit Lied Gott gegenüber und der amische Lied gegenüber ihre Dankbarkeit uitspreken dafür, dass sie hadden konnt Land schepen, wo sie al zoveel Geld in schwere Arbeiten angesteckt hadden. Martin schrift, de Schule fängt hier am 2. Dezember an. Er sind 21 Schulkinder und Sally Martin ist ihr Lehrer. Das ist doch wohl eine von der Martin-Familie, ihre Merkes oder Mrs. Martin. Die andere Schule, auf der Osten-Seite Kolonie, fängt eine Werk Eier an. Da ist Abraham Dick, der Schullehrer. Martin schrift auch noch, ich habe gehört, dass die amische Lied in den USA sind, die da Lust haben herzutragen. Und schrift dann, kommt bloß her, ihr seid hier alle willkommen. Das Yermo-Land wird gekauft worden. 5 Männer haben sich dafür angeschrieben, dass das geliehene Geld an die amischen Mennoniten zurückgeholt worden wird, so wenn das die Oldkolonie dort würden kennen. Diese Männer wären Jakob Enz und Johann H. Bartsch, die auf der Yermo-Siedlung wohnten, und Abraham Dick, Bernhard bei Penner, der von Gnadenfeld auf der Manitoba-Kolonie bei Quochtemoc, und Gerard J. Rempel von Blumenort bei Quochtemoc. Ab die mennonitische Kolonien in Chihuahua und auch in Durango wären noch viele junge Familien, denen dort an Land fehlt. Und man rechnet immer noch, dort von dort nach Meierlied wurden noch Yermo tragen. Aber die Barms, die an die ersten Jahren noch Goldwater geliefert haben, fangen einer nach dem anderen an zu versagen. Wenn die Bürgers können das Geld abbringen, um diepere Barms bohren oder stecken lassen. Aber so, was das nicht können oder all nicht mehr werden wollen,
trokken alle terug naar Chihuahua, wanneer Barms gezeten. We breken hier waren af voor dit maal. Nächstes Mal vertalen we nog meer van de Yermo-siedlung in Durango en van wat we in de berechte budget vingen van wo de amische Mennoniten van de Vereinigte Staaten nur 10 Jahre de Yermo-lied noch waren ihre Schuld die aanverlängern lopen und so weiter. Wat nächstes Mal. Let's see, George Rempel.